Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Leute, diesmal zur Neuverpflichtung von Jonathan Tah. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis: Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich so tue. Schreibt einen Kommentar, liked das Video. Damit, ja, habe ich gerade schon gesagt, unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Ja, Leute, damit gehen wir mal rein. Wir haben Jonathan Tah verpflichtet bis 2029. Ablösefrei. Ja, ablösefrei heißt natürlich nicht völlig umsonst. Ich denke mal, du kannst von locker 15 bis 25 Millionen Handgeld ausgehen. Es ist noch eine kleine Ablöse für Leverkusen im Raum, was für mich eine Farce ist. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ich würde da auch nicht ansatzweise nur 1 Million zahlen, damit Jonathan Tah irgendwie 3 Spiele bei der Club-WM spielen darf. Dann drauf geschissen, Alter, dann kommt er halt erst nach der Vorrunde zur Club-WM. So, ja, aber ja, so wie ich den FC Bayern kenne, wird da noch ein kleiner Betrag fließen, dann ist das so, ja, so ist es halt. Gut. Was ist meine Meinung über Jonathan Tah? Wir haben die Personalie ja letzte Saison oder Anfang der letzten Saison schon ein bisschen diskutiert. Ich habe es da schon gesagt, ich hätte ihn mir schon vor ein paar Jahren in München gewünscht. Ja. Denke, er hat alles, was man braucht für einen guten Innenverteidiger. Ob er der erhoffte Abwehrboss wird bei uns, es wäre zu wünschen, ja, weil das ist immer noch unsere größte Baustelle in diesem Kader, meiner Meinung nach, neben der Sechser-Posi. Ja, wir werden es sehen. Ja. Ich kann es mir vorstellen, dass er in diese Rolle reinwächst und anscheinend hat Vinny ihn ja oft davon überzeugt und wenn Vinny ihn da sieht, wird Vinny ihn da durchdrücken und ja, wenn ich jetzt daran denke, wir haben Tah und Uppa in der Innenverteidigung, dann ist das schon fett. Ja, dann ist das schon stark. Also denke, da brauchen wir nicht irgendwie diskutieren. Ja, und ich denke, Jonathan Tah hat alles durch in seiner Karriere, Höhen, Tiefen. Ist in der Nationalmannschaft gesetzt, war bei Leverkusen gesetzt. Also ich denke, eigentlich ist es ein No-Brainer-Transfer, erst recht, weil du keine 30, 40, 50 Millionen Ablöse zahlst. Auch wenn du das Handgeld zahlst, ja, alles gut, so ist das Geschäft. Wenn die Zahlen stimmen, was man hört, dann beläuft es sich irgendwie zwischen 15 und 20 und Jahresgehalt bei 12 plus Boni wahrscheinlich kann er auf 17 kommen oder sowas. Man kennt das, die üblichen Geschichten. Ich denke, auch das ist im Rahmen. Er ist im besten Fußballeralter mit 29. Ihr seht, hat bis 29 Vertrag. Ja, das heißt, er ist bis 33 bei uns, wenn er die kompletten 4 Jahre bei uns ist. Ja, passt in unsere Altersstruktur. Wir haben den ältesten Kader der Bundesliga. Da passt er wieder voll mit rein. Ein bisschen Sarkasmus muss auch sein, Leute. Wie gesagt, er ist im besten Fußballeralter. Ich denke, das ist, gerade wenn wir darüber reden, Abwehrchef zu haben, ist das sinnig, dass du da einen Mann hast, der die Erfahrung hat, der führen kann und den Opa nochmal gut tun kann. Ja, Opa hat schon einen Step gemacht, habe ich schon gesagt, in Richtung dieser Führungsrolle. Aber ich glaube, ein Opa fühlt sich einfach viel, viel wohler, wenn er einen Nebenmann hat, der diese Führungsrolle und diese Organisation der Viererkette übernimmt. Und ich denke, das kann Jonathan Tah tun. Es bleibt zu hoffen, aber ja, wenn wir zurückblicken auf den Vinny, wenn Vinny von irgendwas überzeugt ist, dann drückt er das durch und hält an dem Spieler fest, auch wenn da die Leistungen mal ein bisschen schlechter sind. Von daher bin ich da guter Dinge und ich freue mich, dass er da ist. Ja, wie gesagt, jetzt durch den ablösefreien Zugang ist natürlich nochmal mehr No-Brainer. Ja, er wäre am Anfang der Saison schon No-Brainer gewesen aus meiner Sicht. Und ja, man sagt jetzt Eric Dyer-Ersatz. Ich denke, dass es eher Min-Jae Kim-Ersatz sein wird, obwohl ich Min-Jae auch eine gute Saison assistiert habe eigentlich. Ich bin sehr gespannt, ob Min-Jae bleiben wird. Ich meine, Opa ist auch noch nicht safe. Ich meine, man war auf einem guten Weg angeblich, Vertragsverlängerung. Also auch da mal abwarten. Ansonsten sind ja immer noch Spekulationen da, dass man dann noch einen Innenverteidiger interessiert ist. Ja, wenn man Min-Jae abgeben will, dann wirst du halt auch noch einen weiteren brauchen eventuell. Ja, aber
Ito wird natürlich auch irgendwann wieder fit werden, der Innenverteidiger spielen kann. Stani kann Innenverteidiger spielen. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass wir da keine Alternativen hätten. Ja, ja, von daher denke ich, sind wir mit dem Transfer da ganz gut aufgestellt. Und natürlich erwartet man von ihm wahrscheinlich das, was man von Eric Dyer gesehen hat. Was man, ich sage jetzt nicht erwartet. Ja, man hat Eric ja nicht an Eric festgehalten, weil Eric hätte diese Rolle. Ja, ich weiß nicht, ob fußballerisch auf dem Niveau, wie es ein Talan tun wird oder tun kann, gerade was den Spielaufbau anbelangt, das werden wir sehen. Aber ansonsten war Eric natürlich ein Inbegriff von Führungspersönlichkeit, von Organisation der Viererkette. Man hat halt nur nicht an Eric festgehalten, sondern ihn erst gebracht, wenn Not am Mann war. Das wird bei Jonathan Tah genau andersrum sein. Sonst hätte man ihn nicht verpflichtet. Er wird unangefochtener Stammspieler sein, da bin ich sicher. Wenn wir eins gelernt haben, habe ich ja gerade schon gesagt, dann ist es, dass Kompanie seine Stammformation hat und die auch durchdrückt und dran festhält. Ja. Ich bin gespannt, wer das Opfer sein wird, ob Min-Jae oder Opa. Ich denke eher Min-Jae, ja, aber wir werden es sehen. Dass wir irgendwie mit einer Dreierkette spielen, weiß ich nicht. Ich habe es schon mehrfach gesagt, ich würde es mir wünschen, ob das eine Option sein wird in der kommenden Saison. Ich bin sehr gespannt. Ja, aber das würde jetzt in ein anderes Thema abdriften hier. Also, wie gesagt, ich freue mich, dass der Jonathan Tah da ist. Ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Fußballer. Ich hätte ihn mir schon viel, viel eher in München gewünscht. Gab ja damals schon mal ein paar Gerüchte, da war er auch relativ günstig gewesen, aber ja, jetzt ist es eigentlich ein No-Brainer, wenn wir ehrlich sind. Ja, klar, er verdient jetzt nicht wenig Geld, so Jahresgehalt technisch, jetzt aber auch nicht übertrieben viel, à la Fonzie Davis. Du wirst ihn für ein humanes Handgeld bekommen und gut ist. Ja. Und wie gesagt, so wie ich Vinny kenne, wird er ihn, auch wenn er einen schwierigen Start haben sollte, was natürlich passieren kann, wenn er nach München kommt, das wissen wir alle. Aber ich denke, Vinny wird ihn durchdrücken, an ihm festhalten und er wird dann eine Bereicherung sein für unsere Viererkette. Ja, ob er mehr Stabilität reinbringt, sage ich euch ganz ehrlich, das glaube ich nicht wirklich. Ja, ich würde es mir wünschen und wer weiß, ja, vielleicht täusche ich mich. Aber denke, da spielt mehr das defensive Mittelfeld eine Rolle. Da kannst du auch die weltbesten zwei Innenverteidiger dahinstellen, die hätten dieselben Probleme. Ja, das ändert halt nichts daran. Aber vielleicht kriegt er das ja auch ein bisschen besser organisiert, weiß ich nicht. Vielleicht kriegt er auch ein bisschen besser einen Kimmich eingefangen, wenn Kimmich unser Sechser sein sollte. I don't know, all das werden wir sehen. Vielleicht gibt es ja auch noch die Riesenüberraschung und eine Kompanie sieht einen Kimmich als Rechtsverteidiger. Ich glaube es nicht. Aber wie gesagt, das geht dann in eine andere Richtung. Ja, wie gesagt, für mich ein guter Transfer. Ja, kann man gar nicht anders sagen. Dass man ihn dann am Ende überzeugt hat, ich denke, das ist der Unterschied, um einen kleinen Abstecher mal zu der Florian Wirtz-Geschichte zu machen in diesem Video. Weil es bietet sich ja an, ist ja auch von Leverkusen und heiß gehandelt bei uns. Ich denke, der große Unterschied ist einfach, dass Vinny vom Jonathan Tah überzeugt ist und ihn haben wollte. Ja? Und ihn dadurch halt auch von dieser Mannschaft und von seiner Idee überzeugen konnte. Das ist ja auch das, was man so raushört. Ja? Und das war bei Florian Wirtz sehr wahrscheinlich nicht der Fall. Ja. Florian Wirtz ist so eine Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge Geschichte, die ja nicht wirklich, keine Ahnung, mit dem Trainer, mit der sportlichen Leitung abgesprochen ist. So, die wurden wieder wie immer vor unvollendelte Tatsachen gestellt. Ey, es ist völlig fein, dass man sich um Florian Wirtz bemüht. Ich hätte Florian Wirtz auch bei uns gefeiert. Ich halte ihn für einen überragenden Fußballer, der die nächsten Jahre mit Sicherheit eine gewichtige Rolle spielen wird in der Welt, was Fußball anbelangt. Ja, aber erstens, keine Ahnung, wenn der Trainer das System sieht, was wir aktuell spielen, was wir seit Jahren spielen, was hättest du da mit Florian Wirtz haben wollen? So, du hättest dein System ändern müssen. So, Punkt. Ja. Die andere Sache, keine Ahnung, wie hätten Musiala das gesehen? Vielleicht will Musiala der alleinige Herrscher da sein, so wie es vielleicht ein Florian Wirtz sein möchte. Ja. Vielleicht wollen die gar nicht in einer Mannschaft spielen und sich diese Rolle teilen, außer in der Nationalmannschaft. Wer weiß das? Das wissen wir alles gar nicht, ja.
Aber ich glaube, wenn Florian Wirtz das Gefühl gehabt hätte, oh, der FC Bayern will mich unbedingt oder der Trainer will mich unbedingt oder die sportliche Führung will mich unbedingt und ich soll hier das Gesicht des Vereins werden, ich glaube, dann wäre Florian Wirtz auch zu uns gekommen. Ja. Aber das Gefühl wird er anscheinend nicht gehabt haben, zumindest was man so liest. Das hat er dann eher bei Liverpool. Und dann ist das völlig verständlich. Ja. Und wir haben da mal wieder kein gutes Bild abgegeben als Verein. Ja, aber das ist ja nichts Neues. Ne? Guckt euch gerne das Fazit zur Vereinsführung an, da habt ihr mal eine komplette Meinung. Das ist halt einfach eine Farce. Ja, aber so ist das halt, wenn da Leute eigentlich kein Sagen mehr haben, aber doch das Sagen haben, dann ihre Vorstellungen durchdrücken wollen, obwohl das nicht abgesprochen ist. Klar ist es immer ein Ziel zu sagen, man hat die besten deutschen Spieler beim FC Bayern, aber ja, der muss halt auch sportlich dann passen. Ja, und ja, keine Ahnung. Hätten wir jetzt gepasst, ja, mit Sicherheit. Du hättest aber dein System ändern müssen. So, ja. Und hättest du jetzt, ich habe es ja schon mal kurz diskutiert, wenn du dann davon ausgehst, keine Ahnung, wir spielen mit beiden auf 2 Halbpositionen, ja, was dann? Spielst du dann noch mit Außenspieler? Wenn nicht, was machst du mit Michael? Ja, also ganz, ganz weite Kreise, ja, und wir werden sehen, wohin die Reise geht. Ob es am Ende gut ist oder schlecht ist, keine Ahnung, können wir eh nicht beurteilen. Hätte Fahrradkette. Ich werde da nochmal ein Video zu machen, wenn das wirklich fix ist, weil ihr wisst alle, noch ist nichts fix. Ja? Wer weiß, was noch passiert. Vielleicht steht er doch in 4 Wochen beim FC Bayern rum, weil, was weiß ich was, Liverpool die Ablöse nicht zahlen will oder sonst was und dann doch der FC Bayern zum Zug kommt. Also von daher bin ich da immer noch vorsichtig mit so ungelegten Eiern. Ja? Aber ich wollte es hier schon mal ganz kurz anreißen, das Thema, weil es sich gerade angeboten hat. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf Jonathan Tah. Ich denke, es ist eine gute Verpflichtung. Ich denke, er kann der Viererkette nochmal ein bisschen mehr Stabilität geben, ähnlich wie es ein Eric Dyer getan hat. Ja, nur mit dem Unterschied, dass man auf Jonathan Tah setzen wird als Stammspieler und von daher kann er der Stabilisator werden. Wie gesagt, ein großer Faktor ist natürlich das defensive Mittelfeld. Auch das wird Jonathan Tah nicht fixen können. Es sei denn, wir spielen mit einer Dreierkette. Aber das wissen wir alle noch nicht. Ich freue mich, dass er da ist. Ist für mich ein sympathischer Spieler. Wie gesagt, ich halte ihn für einen guten Innenverteidiger, auch wenn er mal ein schlechtes Jahr drin hatte in Leverkusen und so weiter. Jetzt ist er im besten Fußballeralter und kann nochmal alles aus sich rausholen und vielleicht sogar nochmal einen Stepper machen beim FC Bayern und dann in die ganz, ganz große Riege aufsteigen. Wir werden es sehen. Ich freue mich, dass Jonathan da ist. Servus, Jonathan. Und ich habe Bock auf ihn in der neuen Saison und wird unsere Abwehrreihe mit Sicherheit nicht verschlechtern. Ja? Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Und wie immer, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.